Und wieder mal geht's weiter bei Super Mario Galaxy 2, der Green Star Challenge mit euren beiden Superchaoten Michael Desayan und Lord Kai 1102. Bist du da, Kai? Na, aber selbstverständlich. Für alle vorhanden im Doppelpack wieder mal. Natürlich wieder in voller Unterstützung. Bin vorbereitet. Das höre ich doch sehr gerne. Also, wollen wir gleich aufmachen oder hast du noch was vergessen? Musst du noch aufs Klo, Mario? Nö, gut. Kai, musst du noch aufs Klo? Ne, ich war schon. Ach ja, stimmt ja. Nö, hab ich ja versucht zu ignorieren. So. Das ist ja auch ein komischer Gedanke. Irgendwie ja. Gut, Welt 4 ist abgeschlossen. Wir machen doch gleich weiter mit Welt 5. Richtig, ich bin natürlich über, ich glaube, soweit alle Galaxien informiert, bis auf eine einzige, und die habe ich aus Prinzip nicht gemacht, weil ich die furchtbar hasse. Ansonsten muss ich sagen, ist Welt 5 relativ leicht von den Grünsternen her. Also jetzt mal gleich so vorausgesagt. Okay, und welche Welt hast du jetzt hier? Welche wäre das? Das ist die Buhu-Mond-Galaxie, da oben, da wo die Ah, genau. das verstehe ich gut, das verstehe ich so gut. Ich glaube, da verstehen wir uns gerade alle, auch die Zuschauer untereinander, weil das ist einfach eine ätzende Galaxie, die mit dem Bibliothek und den selbstöffnenden Türen, die man nicht findet, weil es dunkel ist und er hat sich sowas ausgedacht. Gut, Kometenalarm! Der erste grüne Stern will in der Raumwirbelgalaxie von uns gefunden werden. Also, wenn das die Galaxie ist, die ich denke, waren 2 Grünsterne wirklich sehr easy. Ja, das hoffe ich doch mal. Ich hoffe es vor allem für dich. Ja, genau. So, Luigi? Hallo, was willst denn du hier? Luigi, Number One! Was? Oder ist das... Ja, der macht wieder den Geistermodus. Hat doch eh kein Schwein. So. Oh. Das Ein war Leben Glück. ist auch. Das ist aber immer schön. Braucht der Michael ja gerne gut und gerne mal ein bisschen öfter. So, hier wird dir gleich der erste Stern wahrscheinlich auffallen. Jetzt du bist allerdings schon vorbei. Was? Ja, du bist direkt vorbeigeflogen. Oh, Menno! Das Ich ist dachte, toll. ich muss nichts sagen, aber Kannst du mir sowas bitte schön in Zukunft ein bisschen früher sagen? lässt sich einrichten. Oh Gott, der arme Mario muss jetzt dafür leiden. Leide! Leide! Ein schneller, überhaupt schmerzloser statistisch? Tod. Ja, es ist elektrisiert, da ist direkt schmerzloser Tod, ist klar. Warum nicht, ne? Genau, Mario, gehst du bitte mal runter, Mario? Dankeschön. Wow! Aber bestimmt besser als ertränken oder so ein Scheiß. Ah, da komme ich auch hoch, gut. Sterni, wo bist du, Sterni? Wie komme ich denn da oben hin? Du musst dich hochkatapultieren, die Sterne können dich ziemlich weit schleudern. Ja, so, genau. Das war ja einfach. Ich hab's gesagt und die zweiten sind nicht viel schwerer. Die zweiten vor allem. Also ich muss ja sagen, ich muss ja sagen, die Grünstelle für mich nochmal zu finden ist ja relativ leicht, weil ich habe die ja schon mal auf dem Spielstand gemacht und da sieht man ja unten immer, wie lange man gebraucht hat in der Zeit und da stand dann irgendwie 1 Minute, 1,5 Minuten und nochmal 1,5 Minuten. Ich dachte so, hä? Wo sind die da versteckt? Sind die alle auf immer oder wie? Und das ist wirklich sehr einfach. Es gibt eine einzige Galaxie, wo ich es schwer fand, den zweiten grünen Stern zu finden. Und an der Stelle werde ich Michael mal nichts sagen. Für den Unterhaltungswert der Zuschauer. Ja. Vor allem für die Zuschauer, ja. Na, für mich natürlich auch. Ich bin ja indirekt auch Zuschauer. Also der Michael hat jetzt garantiert schon Aha gemacht, weil den zweiten sieht man auch gleich. Oh je, oh je. Ich muss schon sagen, ich bin schon sehr gespannt auf die Welt 6 beziehungsweise auf Welt S oder wie sie denn heißt. Könnte lustig werden. Müsste aber Welt 7 sein in dem Fall. Ja, oder Welt 7. Also vielleicht bin ich gerade irgendwie hier im Leck oder geht das gerade alles schneller hier? Das geht auch schnell, aber das kann auch schon mal andeuten. Ach ja, genau, das war der Verlangsamungsschalter. Genau. Und die Musik ist äußerst episch. So. Ich muss mal überlegen. Wie kam man an den einen nochmal ran?
Einer war so und der andere... Ah, genau. Gut. Geht doch eigentlich locker vom Hocker bisher. Da hinten ist nichts mehr, schade. Ich glaub, Na klar, ist Cypherzug und trotzdem springe ich rein. Genau, und Hepper und nach oben. So, und hier ist jetzt einer dieser langen Stangen, die nach unten führt. Da muss man runterlaufen und da findet man einen grünen Stern. Was, hier unten? Na, diese rot-grün gestreiften Teile. Da an einem kann man runterlaufen, ist da einfach ein grüner Stern. Oh. Das ist übrigens der nächste. Da musst du dich bloß mit der Wasserkanone schießen lassen. Ah, den hast du Da gemeint. ist der andere. Genau. Also man muss ja schon mal ehrlichkeitshalber sagen, da war jemand sehr einfallslos. Tja. An mir soll es nicht scheitern. Vielen Dank, lieber Entwickler. Das ist wohl wahr. So, da sind wir jetzt eigentlich schon bei 194, ne? 200 Genau, also bei dem Sicherheit. Tempo kriegen wir vielleicht sogar in dieser Folge noch die 200er Marke hin. Ja, habe ich gerade schon mal erwähnen wollen, ne? 200, 6 Sterne, kein Thema, schaffen wir. Gut, ihr habt's gehört, Kai garantiert's euch und daher, ja jetzt. Ja, jetzt habe ich es zu verschulden, wenn es nicht so ist. Genau, und daher sind wir doch alle guter Dinge. Ja, weil ja mein Wort auch an Michaels Gameplay irgendwie heranragt. Vor allem sehr wichtig ist. Ja, genau. Grünstern Nummer 3. Eieiei, was für ein Schrei. Was zum... Achso, ist ja gleich. Ja, Mann! Weiß er doch, weiß wo er ist. Haben wir gerade schon gesehen, ne? Ja, genau, sollte kein großes Problem sein. Außer natürlich erwischt die falsche Blase, dann... Dann ist schlecht. Ja, Aber sollte ich gerade man irgendwie einen hört zweideutigen ja- Witz bringen, aber ich glaube, lass es mal lieber. Alter! Mann. Geht wieder mal durch, dankeschön, so. Ah, Sternmünzen zu mir! Sternmünzen, Sternteile, Mann, Sternmünzen, bitte. Nein! das war, Alter! Ja, Mann, hey! das war schon wieder knapp. Ja, also Sternmünzen, das erinnert mich gerade ein bisschen an New Super Mario Bros. U für die Wii U. Ja, stimmt. Da musste ja auch Sternmünzen sammeln und da fehle ich auch oftmals noch, aber naja. Also ich muss ja sagen, ich habe mir jetzt schon einige Parts davon angeschaut, weil es wirklich sehr lustig ist. Aber manchmal denke ich so, oh, du würdest so gerne mitspielen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Na gut, theoretisch wäre Let's Play Together schon möglich. Also jetzt halt so ähnlich wie Let's- hier bei Galaxy 2. Ja, so schon, aber ich meinte so direkt mitspielen. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich schon Aber immer so ein weit- anderes Gefühl, ja. Ist schon was anderes. Also gerade mal im Vergleich, dass ich gerade sagte, also ich kann ja jetzt hier beim Gameplay von Michael nicht dazu einwirken. Ich kann zwar unterstützen oder mit quatschen, aber mit zocken leider nicht. Da unten. Ja, ich überlege nur gerade, welcher das schon wieder war. Welcher Seifenblasen! Alter. Ich glaube, es war der Der, genau, das ganz heißt... äußere. Yep, genau der erste. Der hier meine ich. Der hier ist es. Tja, gleich den Stern mitgewaschen, schön poliert. Genau, man sieht's auch, er glänzt so schön, wie ein grüner Stern halt glänzen muss. Ja, und er setzt gleich Moos an, weil er so feucht ist. Wäh. Ein Stern mit Moos ist auch toll. Tja, steht Bio drauf, ist Bio drin. Ah, der war gut, den merke ich mir. Obwohl, setzt du beim Kauf von Lebensmitteln auf Bioprodukte? Also ich eigentlich nicht. Ja, kommt immer drauf an. Aber sonst grundsätzlich eigentlich nicht. 5 Sterne Ja. noch, wa? 5 waren es Ja. noch. Heiß-kalt, was meinst du? Ich würde sagen Schlingersand und was ist die andere zweite da unten? Da sind nur 2 drin, genau, die Schwindelschwank-Galaxie. Ich denke mal, das passt ganz gut. Ich hätte aber irgendwie Bock auf die heiß-kalt. Kannst du auch machen. Ich finde, das ist aber ein bisschen schwerer. Bei Schlingersand waren sie sehr viel einfacher. Okay, okay. Machen wir mal einen einfachen Part. Ist Ja. doch was. Was sagst du eigentlich so voraus für die Frage, damit die Leute wissen, wie viel du auf Tasche hast?
Wie viel Parts schaffen wir denn heute so vom Zeitkontingent her? Also ich hätte Zeit auf jeden Fall. Ist ja ein Samstag und alles gechillt und so. Ja, also ursprünglich wollte ich die Folge ja heute noch rausbringen, daraus wird jetzt aber nichts mehr und daher, ja, mal gucken, also denke mal so 4, 5 Folgen, vielleicht, wenn wir sogar Glück haben, schaffen wir sogar noch den Rest von allen Sternen. Das ist ja ein hochgestochenes Ziel, da bin ich ja gespannt. Na gut, es sind noch knapp 40 Sterne, also bitte. Ja, stimmt, also. Naja, aber jedes Mal, also irgendwann bin ich auch nicht mehr vorbereitet. Dann müssen wir wieder suchen und dann gehen die Fails wieder los. Ach so, ja, ja, dann können wir sonst immer noch da pausieren, aber ouch! Die Fails beginnen schon. Ach naja, komm. Jeder brennt sich doch mal den Arsch an. Ich relativ selten. Nur Mario hat da irgendwie ein Faible dafür entwickelt. Ascherbrennen, das ist super klasse. Ja, ja, macht er öfters. Hat er irgendwie so einen Sadisten-Fetisch für. Ja, Mann. So. Grüner Stern, was mache ich überhaupt? Kannst noch weiterlaufen. Das sage ich schon mal. Und trotzdem abgefackelt. Ah, Mann, genau das wollte ich verhindern. Welch ein Durcheinander. So, hat noch eine Münze irgendwo? Hallo, liebe Münzi. Scheiße. Ah, da hat's noch eine. Ja. Na, willst du das riskieren? Jo, will ich! Nö, komm gar nicht vorwärts. Super, okay, dann hat sich das ja schon erledigt. Ja. So, und hier musst du eigentlich auch gleich, wo der erste Stern dich gleich angrinsen. Und die Musik ist hier so geil. Du. Ich muss sagen, ich finde die Musik auch sehr geil. Die passt so richtig schön in eine Wüstengalaxie, muss man mal ehrlich sagen. Soundtrack-technisch hat Nintendo echt was weg. Auch wenn die grünen Sterne trotzdem scheiße versteckt sind, aber hey, komm, was soll's. Wow, was ist das? Das ist eine Scheiß Bombe, Fido. hat er aus Zelda geklaut. Kann ich den eigentlich wieder zurückschleudern? Nee, geht nicht. Ja, hätte ja sein können, meine Fresse. Explosives Vergnügen, sag ich nur. Aber es ist ja bald wieder Silvester, das heißt, explosives Vergnügen geht ja schon wieder los. Ja, dauert noch ein paar Tage, aber okay. Na, aber also bei uns ist es jetzt schon wieder so, dass die ersten, ich sag mal so, dadurch, dass ich in der Nähe von Polen wohne und, naja. Also da sind schon wieder die ersten Böller unterwegs. Leider. Wo ist der Stern? Hör ihn doch. du ihn schon? Ein Stück weiter kannst du noch, du siehst ihn gleich. Mit dem König höre ihn. Nein! Knapp. Ja, Feuer Mario. Exportbomben hat. Was? Ich finde cool, dass der Hahn da Zelda-Importbomben hat. Hat Style. So Wurzelpflanze, so gleich siehst du ihn, da grinst er dich an. Na klar, da runterfallen lassen oder was? Ja, genau. Ist aber trotzdem echt easy. Also da kann man nicht viel falsch machen. So, denkt dran, Sternteile einsammeln, wir brauchen noch welche. Sonst lässt die letzte Galaxie auf sich warten. Ja, das machen wir alles noch offscreen. Nein! Wow! Hui, das wäre fast ein neues Gericht geworden. Mario Matschepampe. Oh Gott! Wie sieht das denn aus? Vor den Fuß eingequetscht, da ist gleich der ganze Mario zerdrückt worden. Naja, immerhin kann jetzt keiner mal behaupten, Mario hätte nicht abgenommen. Das stimmt allerdings. So, jetzt wissen wir alles, wo alles ist. Wir haben genug gefehlt, also gehen wir gleich weiter. Ist doch noch gut. Also auch gleich der zweite und dritte Stern sind gleich dahinter, also ich weiß nicht, vielleicht ist ab der 5. Welt irgendwie so ein bisschen die Einfallsreichtum fürs Verstecken von abhanden gegangen, keine Ahnung. Ja, wer weiß? Ach, scheiße, wollte Münzen noch haben. Ach, scheiß drauf. Egal. Man sieht ja, dass offenbar das Zerquetschen und nicht das Sterben mit der Energie dein Problem ist. Und da ist auch eine Münze. So, Achtung, Importbomben aus Polen von Zelda, ne, so. Ob es ein polnisches Zelda gibt? Aus Polen. Auf jeden Fall kenne ich eine Sache aus Polen, aber das wäre rassistisch und von daher spare ich mir das jetzt. Ja, die Frage ist bloß, für wie lange sparst du dir das? Ich kenn dich doch. Also, ich sag mal so, wir machen doch alle, wie sagte Gronk immer, wir machen doch alle Witze auf Kosten von Randgruppen. Ach ja, der liebe Gronk. Ja. Ach Ja, ja, solange man sich selbst zu den Randgruppen zählt, ist doch alles in Ordnung.
Alter! Oh Gott. Das war knapp. So, Mario! Alter Schwede! Die Stampfattacke war jetzt taktisch sehr geschickt. So, hier unten müsste er sein, wa? Nö. Nee, noch ein höher musste. Achtung, oh Gott. Oh Gott. So. Hier kannst du saven zur Not, falls du daneben stürzt und jetzt einfach nur dich bammeln lassen und abstürzen. Hui, und zack. Geht doch. Lu, ja, juhu! It's me, Michael und Guy. Nee, mein Name fängt nicht mit M an. Ist ja scheißegal. Nicht mal mein richtiger Name fängt ja mit M an. Das man stimmt. dazu sagen. Ist ja mittlerweile so eine Leaked Information, dass ich gar nicht wirklich Kai heiße. Leider. Wieso leider? Na, ist der guten Asuka mal im Let's Play Together von Mario Party 2 also rausgerutscht, sagen wir es so. Ach so, ich dachte schon, du magst einen richtigen Namen gar nicht. Nee, ich mag meinen richtigen Namen auch nicht, sowieso nicht, deswegen nehme ich an. Ich sag mal, wie sagt man dazu immer so Performer-Namen? Keinen Ja, blassen Pseudonym. Schimmer. Ich sag mal so, du heißt ja auch eigentlich Michael, aber sagst halt Michael, weil es halt besser klingt. Ist ja was Ähnliches. Ja, vor allem im Hochdeutsch, weil ihr Deutsche hat so die Angewohnheit, jedes CH zu einem zu machen. Und Michael klingt einfach nur bescheuert. Sorry, wenn ich es mal so sage, aber kann es nicht machen, ey. Echt? Ich finde Michael gar nicht so schlimm. Nee, also in der Schweiz lachen dich ja allen anderen aus und es klingt sowieso bescheuert für uns. Irgendwie Michael oder auch Chemie, sagt für uns keiner, hey. Sogar in der Schule nicht. Wenn im Deutschunterricht und so sagen wir trotzdem immer Chemie. Also sprichst du auch nicht China oder China, sondern... Nein, China, das reicht. China. Genau. Okay. Also Ich spreche Begriffe das CH oder auch, alles komisch aus. ja, Begriffe oder Namen, die werden bei uns normal ausgesprochen. Also ja, wie ein normales CH einfach als Ich finde dagegen, das klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schweizer Dialekt, kann das sein? Ja, ja, im Weil Grunde du genommen machst schon. auch Weil auf dem mal- Schweizer Dialekt gibt es das gar nicht. Also vor allem im Gebrauch mit dem CH halt nicht. Ah, verstehe. Also ich entschuldige mich jetzt an der Stelle, ich dachte, das ist ein Vorurteil. Ich dachte, also oft wenn ich dich höre, auch mal, ich gucke ab und zu wieder Let's Plays bei dir und wenn ich da mal ein CH höre, denke ich immer so dieses oder wie du es aussprichst, klingt für mich so ein bisschen ungewohnt, aber so stört mich nicht, weil es ja so ein bisschen für mich den Teil des Schweizer Dialekts ausmacht. Aber ich dachte eigentlich, du kannst das CH gar nicht so richtig aussprechen, aber man merkt ja gerade doch, dass du es kannst. Hat mich gerade ein bisschen Natürlich überrascht, kann ich muss das sagen. CH ganz normal aussprechen, wie ihr Deutsches tut, aber ich bin nicht so der Fan davon. Also ja, kommt drauf an, manchmal schon, manchmal nicht. Oder manchmal nicht. Ja, ich finde es eigentlich dagegen immer schlimm, wenn Leute Chemie sagen oder China oder was gibt's da noch? Irgendein Wort, was mit CH anfängt. Weiß nicht, mag ich gar nicht so, aber ist ja Geschmacksfrage, ne? Genau. Muss man ja sagen. China oder China oder Chemie oder Chemie. So, einen Stern haben wir, kommen wir gleich zum nächsten. Ich glaube, über Aussprache allgemein lässt sich jetzt mal sehr viel streiten. Ja, merke, also wow! bei uns, Das war jetzt aber Glück, hey. da hast du instinktiv richtig reagiert. Ich dachte, komm, jetzt bist du mal so fies und sagst nichts, damit Michael dran vorbeifährt. Und was machst du? Rutsch direkt rein. Ja, ich wollte in die Sternteile einsacken und dachte zuerst, oh nein, jetzt rutsche ich runter und dann plötzlich, ups. Ja, super. Michael hat Skill, ohne es zu wollen. Das ist super. Ja, heißt also im Grunde genommen, ich muss irgendwie wirklich blind, sprich mit Augen zu Let's Playen, dann hätte ich Skill, weil sonst hätte ich versuchen, mich da irgendwie zu konzentrieren und hinzusehen und mich ja halt drauf zu fixieren, Ja. dann geht alles nur fail. Genau. Und jetzt kann ich ja voraussagen, du hast ja gerade links den ersten eingesammelt, der zweite ist eigentlich nur auf der rechten Seite. Mehr nicht. Voll billig. Wette, ich sammle ihn trotzdem nicht ein. Also ich fand es schon echt erstaunlich. Zwei grüne Sterne auf dieser Sandrutsche. Leute, Einfallsreichtum verloren gegangen. Echt, ohne Witz. Na gut, die Schlingersand-Galaxie ist sowieso nicht so groß. Ich meine, wo willst du denn sonst einen Stern hinpachten? Na, du weißt doch noch die Stelle, wo da hier... Also wo du mit dem komischen Sandvogel da lang gegleitet bist und da ist immer wieder ein bisschen Boden weggehauen worden von Feuerwellen. Von dem komischen... Ja, aber das wäre ein bisschen fies gewesen.
Also da hätte man auch noch einen grün verstecken können. Damit habe ich jedenfalls gerechnet und bin eiskalt an dem ersten Stern vorbeigerannt. Ja gut, also theoretisch könntest du auch am letzten Stern, beziehungsweise in der letzten Galaxie, könntest du auch noch einen grünen Stern hinpflastern. Theoretisch. Ja, stimmt. Achso, du meinst in der allerletzten Galaxie? Yep. Das ist einer, also der 242. Stern ist ja ein grüner Stern. Nö, ist ein normaler gelber. Echt? Ist das ein oder ist es ein Kometenstern? So war's, genau, es war ein Ja, Kometenstern. ein Kometenstern. Ja, aber da können wir jetzt theoretisch noch einen 243. Stern machen, der noch fieser ist. Nee, das wäre schlecht. Da schaffen dann wirklich nur die Ultra-Pros. Ja. Also ich muss sagen, ich habe den 242. auch nur mit Unterstützung des zweiten Spielers geschafft, weil der, wie gesagt, Gegner aufhalten kann und alles sowas. Ein Treffer und man ist tot. Das ist so ätzend. Und hätte man nicht zwischendurch eine Stelle, wo man Leben einsammeln kann, hätte ich wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Leben verschleudert. Ich sehe jetzt schon, wie ich da tagelang versuche, das zu machen. Also, ich habe ja mal gesagt, ne, bitte onscreen machen. Ich fand ja lustig, dass die Leute gleich in die Comments bei dir geschrieben haben, ja, ich will das auch alles sehen und so. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, 40 Mal sterben. Also jetzt rechne mal, dass man für jeden Versuch so 5 Minuten braucht. Vor allem, wenn man dann schon ein bisschen weiterkommt, kann man durchaus mal 5 Minuten verbrauchen dafür. Denn 40 Mal sterben, das wären ja, exorbitante Partsummen für einen Stern. Ich glaub, naja, schauen wir mal. Vielleicht schaffst du am ersten Mal, wer weiß. Richtig, genau. Hattest du ja mal ganz optimistisch geäußert. Was habe ich gesagt? Ich segle daneben. Okay, ganz so weit rechts hättest du nicht müssen. Es ist jetzt Ja, ein Stückchen danke, dass du das auch mal sagst. Runterfallen habe ich nicht gesagt. Nö, du hast rechts gesagt, das war rechts. Ja, okay, aber doch nicht so krass. Also wieder auf der rechten Kante. Aber ein Stück weiter unten. Ich glaube sogar nach den Typen da erst. Ich höre ihn nicht. Ja, er kommt auch noch. Erst diese Typen hier und dann kommt er. Oh Gott, Hilfe! Oh. Ist voll ironisch, wie die fiesen Viecher da vor dich hin. Wow. Alter! Das nenne ich mal Schlingersand. So, hier jetzt. Nein! Irgendwo. Tja. So knapp. Dann würde ich sagen, absturzgefällig, oder? Aber Sternteile kannst du hier echt geil sammeln. Das stimmt. Es gibt ganz schön viele. Nein! Genau, deswegen habe ich gesagt, stürz ab. Ja, das wollte ich versuchen, aber ging irgendwie gerade nicht. Scheiße. Na egal. Verdammt. Dauert ja zum Glück Ja. nicht so lange. Ist geschickt passiert, was soll's. Yep. Vor allem sterben hilft dir ja jetzt nicht mehr. Du musst ja jetzt einmal raus und einmal rein. Ja, das weiß er auch. Gibt er Leben? Na, mal gucken, vielleicht gibt er Münzen. Münzen. Er will Münzen, oh nee, doch nicht. 30 Sternteil, tschüss. Die braucht Ja, man bis zum selber nächsten noch. Mal. Mario ist geizig mit Sternteilen. Was, zurücksetzen? Was bist du da? Fang mich gerade auf. War die falsche Taste? Genau. So. Oh ja, schaffen der wir dann noch False zwei? Key. Könnte klappen? Was? Schaffen wir dann noch zwei aus der Gravitationsgalaxie und dann, ja, haben wir gut eine halbe Stunde, 8 Sterne zusammen. Das ist doch super. Ach du Scheiße, ja, muss man ein bisschen pressieren. Quatsch, schon Schweizerdeutsch, muss man ein bisschen beeilen. Also, Pressieren ist beeilen. ja, Ah, gut zu wissen. und Man lernt Schweizerdeutscher immer Ausdruck mehr. dafür. Lernt man immer mehr. Ja. Kann auch sonst mal die ganze Zeit nur Schweizerdeutsch quatschen. Oh ja, stimmt, die habe ich noch gar nicht gemacht im Let's Play. Der schweizerdeutsche Part fehlt noch. Richtig, der fehlt noch. Da kann ich am letzten Stern machen, das spielt sowieso keine Rolle, wenn ich da fehle. Ich frage mich, ob ich das denn verstehe. Ich glaube, ich sollte mir vorher irgendwie so ein Schweizerdeutsch-Handbuch holen. Ach, ich denke, wenn ich langsam genug spreche, dann geht das schon. Ja, ich hoffe mal. Langsame Deute. Wow, Alter, mein Arsch. Du machst übrigens manchmal noch so einen Schweizer Ausspruch, ist so ein Sprichwort, würde ich sagen. Den verstehe ich auch nicht. Der wäre? Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es nicht so aussprechen. Irgendwas mit D kommt da drin immer vor. D? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es so aussprechen kann. Gott verdeckre mal oder irgendwie, ich weiß Ah, nicht. Gott verdecken noch einmal. Ja, genau.
Ist einfach nur ein Fluchwort, im Prinzip wie Gott verdammt und sowas. Ach so, verstehe. Ich war jetzt schon, also ich muss ja sagen, nachdem du mir erzählt hattest, dass Leck mir am Chirply nicht heißt Leck mich am Arsch, sondern zwar die ähnliche Bedeutung hat, aber was anderes vom Sinnbild her meint, war ich ja ein bisschen überrascht. Ich dachte, eigentlich versteht man das jetzt so. Aber gut, da dachte ich, fragst du mal lieber auch nach dem anderen Sprichwort. Ja, Schweizerdeutsch ist eine schwere Sprache. Quatsch. Das heißt ja Deutsch ist eine schwere Sprache. Das ist wohl wahr. Schweizerdeutsch ist eine schwere Sprache. So jetzt. Okay, das habe ich verstanden. Das war auch nicht schwer. Alter. Ja, der So. Block ist nervig. Okay, rechts ist aber nicht ganz rechts, weil du hast ja gesehen, ich war zu weit rechts und direkt daran vorbeigeschlittert. Echt? Ja. Na, dann hoffen wir, dass es diesmal besser läuft. Auf jeden Fall ist es direkt nach dem Steindingern da. Ja, das weiß ich noch. Bist du, denke ich, jetzt Indiana Jones? Passt aber irgendwie gut. Wow! Hilfe! Vor allen Dingen Mario kann dem ausweichen, ohne nach hinten. Alter! Henry Jones, er braucht die Hilfe! Wow! Nein! Oh, Nicht schon! Mario. Ah. Ah, super. Carsten. Hat er dich direkt reingeschubst. Irgendwie hatte ich den letztes Mal ein bisschen mehr links in... Nein, ist egal. Vielleicht hat ich da irgendwie ein bisschen... Zu falsch in Erinnerung. Ich dachte, wäre ein bisschen mehr links gewesen. Also ich weiß ja noch, dass er recht auf der Kante war. Gut. Aber na gut. Galaxie komplett. Wir haben noch knapp 3 Minuten für 30 Minuten Grenze. Das heißt, wir versuchen es noch für die 200er Marke. Ich überlege gerade mal ganz schnell, wo die in der komischen Gravitationsgalaxie zu finden waren. Ich überlege gerade mal. Ich überlege gerade noch was anderes. Und zwar, nach sind es noch 40 grüne Sterne. Was insgesamt? Dann haben wir bereits alle. Ja, stimmt. Aber 200 Stück. Wow, das ist nice. Das heißt, noch 2 Stück und dann haben wir bereits 2 Drittel der grünen Sterne gesammelt. Ja. Passt. Hat was. Ist das direkt am Anfang? Ich glaube, ein Stück später ist er schon. Da muss man hier ein bisschen mit der Gravitation rumspielen. Ja, dann erinnere ich mich noch. Leider. Hallo, Bam. Ich finde diese 2D-Galaxie-Dinger, also die 2D-Gravitationsdinger, echt cool, muss ich sagen. Ja, hat schon was. Yep, ich höre ihn. Ich glaube. Nee, ja, nicht da nach rechts springen. Nee, da ist er Ja, nicht. was du nicht sagst, ist ein schwarzes Loch, weiß ich auch. Nee, ich habe gedacht, vielleicht kann man da rüber springen, aber nein, ist er nicht. Ups. Ja, das wäre der Scheiß, erinnere mich, ja. Nein, da wollte ich noch nicht hin. Doch, doch, musste. Ja, nachher dann, ja. Achso, ach, du willst Leben sammeln? Ja, okay, ist doch verständlich. So, und hier ist er eigentlich gleich irgendwo. Ja, irgendwo nirgendwo. Ich glaube, auf der linken Seite, wenn du da in so ein rotes Teil reinfliegst, dann schleudert er dich nach oben und da ist der erste Grünstern. Ich glaube, ich sehe auch schon was. Ja, da oben links. Ich Ah, sehe da es ist doch. er. Heißt Weitsprung, schütteln und rein. Nö, verdammt. Ich sehe schon, Michael will erst den roten Pilz haben. Yeah, eingesnackt. Den Gumba erstmal getötet. Nein, wow. Knapp etwas geklappt. Ja, fast Kommst ist du nicht da nicht? ganz. Kommst du da nicht besser mit dem Weitsprung rein? Ja? Oh, verdammt. Oder so. Ha, super. So geht's auch. So, der zweite kam fast direkt danach wieder. Gut, das müssen wir noch schaffen, Freunde. Es bleibt noch knapp 1 Minute. Ding dong, ding dong. Schaffen wir. Passt. Yeah. Wir sind jetzt einfach mal zuversichtlich. Ich glaube für die 200, ich glaube das bricht keinem den Fuß, irgendwie, wenn wir jetzt 2 Minuten länger brauchen. Glaube ich auch nicht, nö. Tut nicht weh. Manchmal frage ich mich, ob ich auch halbe Stunden Folgen machen sollte, aber ich glaube, das würde bei meinem Renderprogramm einfach zu lange dauern. Selbst wenn ich nur 480p hochlade. Haha.
Ja, ich merke es bei mir auch, wenn ich da halt so HD, Full HD und so mache. Und je länger die Parts werden, desto länger dauert es halt nachher einfach. Weil man dann beim Hochladen, sobald die Parts dann halt mal über einen Gigabyte so groß sind, dann habe ich schon mal jeweils 2 Stunden beim Hochladen. Ja, das kenne ich. Also ich habe ja nur ein HD-Projekt, das ist Amerika, das ist nur, weil ich es in HD direkt aufnehmen kann, warum auch immer es funktioniert. Und da ist es ja auch so, da render ich problemlos mal 3 Stunden an einer halben Stunde. Das für 270p, das ist schon verdammt hart. Und Was, das 270p? Nee, 270p. Ja, Quatsch, 720, ich meine so rum. Kleiner Zahlendreher, Entschuldigung. Sei dir vergeben. Ist schon exorbitant viel, muss man sagen. Vor allem auch, weil das Uploaden immer problemlos mal eine Stunde dauert. Ah, da oben ist er bereits. Ja. Ich überlege. Ich glaube auf diese... Ah, den haben wir gar nicht gesehen. Das war's nicht. Also ich habe so gemacht, dass ich da links was gemacht habe. Ja, könnte man auch. Ich überlege gerade, ich könnte auch noch so machen und dann... Na, geht nicht. Verdammt. Nee. Wobei, ich könnte jetzt auch... Ja, ich muss irgendwie so machen. Ja, so habe ich es auch gemacht. Geht nicht anders. Komm schon. So, jetzt so. Nein! Ja, das ist doch... Gut, das dürfte 1, 2 Anläufe brauchen, ist aber jetzt noch nicht der Rede wert. Alter! Der Zug verpasst. springt nicht mehr richtig. Ah, nochmal warten. Naja. Wie geht's dir sonst so, Kai? Ganz gut, gesprächig wie eh und je. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, keine Ahnung. Ich denke gut. Let's Player, der nicht gesprächig ist, wäre schlecht. Naja, kommt drauf an. Ja, stille Let's Player, ich weiß nicht, ist nicht so mein Style. Mein Style, Gangnam Style. Genau, oh, das wird so gehypt momentan, das ist furchtbar. Irgendwie schon, ja. Und vor allem, es kam aus einer Versenkung so plötzlich. Wo kam das her, verdammt nochmal? Ich hab Du, keine Ahnung. keine Ahnung. Das ist echt zum... Aber ist ja auch egal, wir haben einen Stern. Juhu, Stern 200. Ich krieg die Motten. 200. Welcher Part ist das jetzt insgesamt? Wie viel Parts hatte dein erstes Projekt? Weißt du das noch? Ich glaube, es waren 40. 40, naja, und jetzt... Nee, sind Moment mal, wir- Quatsch, stimmt gar nicht. 64 waren es, genau, hatte genau gepasst. So, genau, 64 waren es. 64, naja, jetzt musst du überlegen, jetzt sind wir bei Folge 15 oder wo sind wir jetzt? Ich weiß es gar nicht. Bei der Green Star 18, Challenge. glaube ich. Naja, so bist du bei 82 Parts gelandet. Heißt, locker 2 Sterne pro Part. Ist doch super. Ja, kann sich sehen lassen. Vor allem halt hier, weil jetzt haben wir sicher etwas 7 oder 8 Sterne geholt in einer Folge. Das ist nicht übel. Ja, das Stimmt, treibt 8 uns Sterne gut. waren es. Ja, Guck doch mal. 3, 2, gibt 8 Sterne in einer Folge. und vor allen Dingen die Hälfte von Welt 5 ist schon wieder fast durch. Yep, ich Super. denke noch 1 bis 2 Folgen, na doch 2 Folgen noch für Welt 5, dann kommt Welt 6. Ja. Auch noch 2, 3 Folgen, ja 3, 4 halt und dann Welt S noch. No, kriegen wir hin. Oh, Pixel Mario Galaxy, die wird lustig. Da habe ich gerade keine Ahnung mehr, wo über diese ganzen grünen Sterne versteckt Drüber sind. Aber wenn Tornado, man da ehrlich freue ich mich auch schon drauf. ist, grüne Sterne? Pixel Mario? Heißt eigentlich nur irgendwo runterspringen, oder? Kann Ja, nicht so schwer sein. Für dich auch, ja. Hoffe ich mal. Gut, wir hoffen es einfach mal. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Zeitlimit ist rum. Wir haben guten Dienst geleistet. 8 Sterne. Ja. Okay, jetzt kommen noch 2 etwas schwerere Galaxien. Immerhin kommt noch Bowser und die Buhu-Mondgalaxie. Da habe ich mich gerade nicht informiert. Tut mir leid dafür, aber naja, ist wenigstens auch so ein bisschen Gerätsel dabei. Ist immer ein Blind-Let's Play, mehr oder weniger. Genau. Ich denke mal, das wird schon so gut kommen. Hoffe, Ja, denke ich ich. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Wir verabschieden uns und was es sonst noch zu sagen gibt, schaut doch fleißig Kais Let's Plays. Er ist auch ein Let's Player, macht genauso, wenn nicht sogar noch bessere Let's Plays als ich. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Beschreibung. Zu meinem auch noch und ja, haben wir was vergessen? Ach ja, vielen Dank fürs Mitaufnehmen, Kai.
Kein Thema. Aber ich würde sagen, was wir vergessen haben, ich würde sagen, danke auch euch fürs Zuschauen und so. Weiß nicht, haben wir das gerade erwähnt? Glaub schon, ich weiß nicht, bei mir läuft es mittlerweile auf Automatik. Ja, genau, ist ja auch so, so Standard, Begrüßung und Verabschiedung ist mittlerweile schon so Standard fast. Wenn man so ein bisschen länger dabei ist. Wir sind ja schon nicht mehr so neu. Und Mario scheint gerade Herbstdrücke-Probleme zu haben. Sieht nicht gesund aus. Ich bin Depri, Mamma Mia, Mamma Mia. Na, da braucht man definitiv eine schwarze Mütze demnächst. Nee, er muss einfach mal eine Runde pennen, dann geht das schon. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao zusammen. Ciao.